Ich liebe nicht für eine Kamera zu stehen und was ich eben noch mehr gerne habe, ist, wenn ich mich kann schminken, wenn ich kann geschminkt gehen, neue Kleider anhaben, einfach auch die Locations sind halt so einfach mega schön und für eine Kamera passt da einfach auch nicht. Willkommen zurück bei der Güllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Biberich und ich bin heute Mom. Tom Busseler, wir sind ganz froh, begrüßen zu dürfen. Claire. Moin. Salut. Ich rede, dass du daheim bist. Willst du gut hinfahren? Ja, also. Ça va? Nicht ganz. Mehr ist ja noch heute, das ist Hauptsache. Ja, und du selbst ganz schön Smart postet, weil guck mal hin. Direkt verrodet. Ja. Nee. Fängt gut an. Maja? Maja, also, genau, von ganz vielen Sachen schätzen mit dir primär aber über Modeln. Du Ja. warst Model? Also ja, da gibt ja auch mega viele verschiedene Kategorien. Aber ich bin noch an einer Agence. Am Anfang natürlich Lützeburg und dann nach Frankreich gegangen, weil das für einfach ein bisschen groß zu gehen. Dann schon die Chance gehabt, dass ich da Kontakte hatte, also Leute, die mich kontaktiert haben. Mir eben auch über Insta. Das heißt dann bei mir hat am Anfang alles wirklich mit Insta angefangen. Muss ich auch so sagen, ja. Das ist interessant, weil ich habe mir vorgeschrieben, Insta-Model versus Real-Model. Ja, Und das ist ja ein großer Unterschied. Ja, Das ist ja gut tatsächlich. du wolltest dich direkt fragen, kannst du dir ein bisschen so erzählen und denke ich eine Meinung sagen? Okay, also was ich am Anfang mache für Insta, ist obviously Insta-Modeln. Also das sind einfach Fotografen, die mich über Insta kontaktieren und die Fotos gehen noch für so keinen Zweck benutzt, außer für sie auf die Socials zu posten, für da mehr groß zu gehen, für mehr Leute kennenzulernen und so weiter. Und dann hat er eben natürlich Real-Modeln und das sind die da benutzt, die für auszuhängen, wo auch Klienten dahinter stechen und obviously suchen. Das ist Also- das andere, sie keine Riechmodeln. Nee, also das sind eben Insta-Modelle, die ich so. Ja. Okay. Also das sind Chemedischer, die eben hier Fotos machen für Insta. Aber ich gebe nicht so, dass die können die Catwalk laufen oder sich wirklich gut für eine Kamera präsentieren, für zum Beispiel ihr Produkt verkaufen. Da sind eben die zwei Kategorien, wo ich am meisten kann, das High Fashion und Commercial Model. Und da gibt natürlich eben auch Handmodeln. Du kriegst von allem, du hast alle Kategorien. Face-Model. Genau. Du verstehst den Flip nicht. Nee, das hier, also das Face-Model ist echt für Sandalen zu verkaufen. Also es gibt verschiedene Kategorien für Face-Model. Okay. Ja. Was wollte ich mir freuen? Du sagst gerade, eben Commercial Models ist für Produkte verkaufen. Ja. Ja. Das machen ja gerade auch Influencer und Insta-Models. Das ist ja auch das, wo sie suchen kriegen. Ja, also auch mit das immer was anderes, weil hier Fotos, die kommen ja noch nicht an die Geschäfte hängen. An der Geschäfte hängen eben die wirklich, da das am Anfang das, wo ich durch die Agence mache, weil ich ja noch nicht groß genug für Catwalk zu laufen oder selbst. In Das Sievens, heißt, gell? was gelebt? In Sievens, oder? Meinst du groß genug, Ja. bekannt genug oder groß genug? Nee, an der Ah, da ist okay. Oh, ich wollte aber schon gedacht, da noch so eine von Witz machen. Nicht schlecht. Nee, also das war ich meine, dass eben Commercial Modeln zum Beispiel für Oberfischen an Boutiquen für das zu verkaufen, für dir ein Solomol, ein Koffer, do Sachen zu verkaufen, für dir Schmuck zu verkaufen, für die Kleider zu verkaufen. Aber ich mache nur nicht Fotos mit High-Fashion-Kleider, die just an den Katalog oder also an die richtig Vogue-Kataloge sind und so. Aber echt da normal, also so, ja, eben für Geschäfte dann so auszuhängen und für die Leute Sachen zu verkaufen. Und ich meine, da ist auch wichtig zu verstehen, dass das Modelle sind, die müssen eben nicht mehr groß sein, mega dünn, die müssen irgendwie speziell sein, etwas haben, was zu catch the eye irgendwie. Aber ja, und das an, und was war denn vorher schon für drin? Ich weiß nicht, mehr los ist einfach sehr interessant, so Punkte Modelmaße, weißt du? Ja. So, das ist auch heute noch immer so kompliziert, weil, weißt du, ich weiß nicht, ob du Jamie X Topmodel geguckt hast. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel die ich so ein Plus-Size-Model dabei gewesen. Ja. Es ist so die Sachen, an ein Kleinmodel, pipapo. Obwohl es auch so ist, ja, also es war schon immer so, sie haben die nicht Plus-Size-Modelle genannt, aber sie hatten In-Between-Modeln, weil die Mädchen sind alle gut nicht 90, 90. Das ist ja so die Hauptmoos an High-Fashion-Model müssen einfach noch mit denen sein. Es wäre besser, wenn es mit, weil also die Schneiderin, die machen die Kleider auf 90, 90 und dann müssen die Mädchen anpassen. Und dann und die machen eben nicht 5 verschiedene Größen, aber die machen die eine Größe und du müssen die Mädchen auch so groß sein und so anpassen. Aber bei Commercial ist es ja egal, du kriegst einfach Kleider, die du hängen und am besten ist du wirklich Body Positivity, jede Verrede soll kommen. Und ich finde es von gut, dass bei James X Topmodel sie das auch mehr machen. Das ist mehr authentisch, gell? Von wo kommen die Maße am Anfang?
Wie kommt das hier? Klingt gut, einfach 1996. Nee, das ist ja Marilyn Monroe, ne? Ich weiß gar nicht. Außer Doch, so wenig. ich schwang, das findest Martin hat. Nee, ich Hat keine halt die Ahnung. Maße, oder Ja, was? ich schwangen. Guck da, danke. Ja. Check das. Modelmaße, wo kommt das her? Ja. Und ich meine, das ist seit jeher so und das einfach, die bleibt, mir, wie gesagt, die verregelt mehr open. Mit der Zeit, das gerade alles viel mehr, fängt an, viel mehr so open zu gehen. Zum Beispiel im Wok, aber war ja auch ein autistisches Mädchen. Oder die, jetzt wird die Trisomie. Voilà. Ja. Und ich fand das mega cool, dass sie das mehr so supporten und mehr Leute so ranholen an den. Ja. Ja. Man geht generell gerade immer so an die ja, Body Positivity, an eben inklusiv Richtung. Ja, und ich meine, da das auch hauptsächlich über Socials für das gepusht wird. Also die Leute, die sich dafür ersetzen und dass das ganz erst für mehr geht und so. Also Marilyn Monroe hat wirklich so... 90 schon. Ja. Ja. Nein, länger noch, sag so falsch, Oh länger noch. ja. Ball. Was ist da am Anfang? Was sind die drei Zölle? Das ist für den Umfang, Ja. was du dir musst. Brust, Hüfte, Teil Teil an. An? Becken. Ja, Ah. bis die drin Das haben. geht schon. Was? Das geht, ich weiß nicht. Du warst informiert. Ja, okay. Und wie ist es bei dir? Wie hast du angefangen? Hast du auf Insta angefangen oder schon direkt als Richtmodel? So mal der richtigen Term, weil ich will die ganze Zeit Ich weiß nicht. Nee, also. Commercial Model. Ja, genau. Okay. Also ich schon am Anfang Chance gehabt, weil ich schon das ganz angefangen, dadurch, dass ich auf Instagram Tanzfotoen und Tanzvideos und alles das gepostet habe. Und so kurz dann Aufmerksamkeit. Und zu Lützeburg go wird das gar nicht Demos. Also schon 2016 angefangen. Und dann sind eben Fotografen darauf aufmerksam gewesen, weil sie das mega interessant fanden, wenn sie mal ein Model, also einen Tänzer für eine Kamera haben. Und weil ich eben noch gepostet habe, also so Fotos gemacht habe an dem Genre. Und dann hat irgendwann mir irgendein Mädchen eine Annonce geschickt von Modin Lux, also die will ich nicht nennen, Ja, ja. von einer Agence halt zu Lützeburg. Und da war eben ein Model gefragt, wer doch tanzen kann, wer eine gewisse Größe hat und so. Und da hatte ich so Chance, weil sie mich dann direkt nur gefragt haben, ob ich will auch bei ihnen bleiben. Aber bon, leider zu Lützeburg, wie das immer lief, da tut nicht ganz viele Jobs und alles. Das heißt, da gebe ich nicht ganz viel, also ich kriege nicht viel, obwohl das nach der Agence als am meisten kriege. Weil du kriegst nicht viel Sohn, oder was? Oder Nee, nicht viel Jobs einmal also aufrufen für das, weil ich eben auch nicht 90 sind und dann ist es mir schwer für mich, für Jobs zu finden. Und dann habe ich eben eine andere Agence zu Lützeburg eine Aufruf geschickt, weil ich angefangen habe, auch dann Fotos zu machen, die gar nicht mehr mit dem Tanzen zu dienen hatten. Und ich habe mich da bereit gefühlt, ihnen die Fotos zu schicken und zu fragen, ob sie interessiert wären an mir. Und dann kriege ich tatsächlich recht nur 3 Monate Antwort. Mir ist gut eine Antwort. Und dann hatte ich ein Interview mit ihnen, dann habe ich eben abgeholt an der Agence. Aber hier hatte ich tatsächlich auch noch nicht ganz viele Jobs. Aber sie hat mir aber geholfen, irgendwie die Aufrufe, die ich durch Insta rekrut für so, weil meistens gehen Fotografen dann direkt und Model am Platz über die Agence zu gehen. Ja. Und die hat mir geholfen, die zu gerieren und dass ich da ordentlich bezahlt habe, und nicht einfach irgendwie, also falsch bezahlt habe oder so. Oder, ja, voilà. Und voilà, so hat das Ganze angefangen, sich da hinzuentwickeln. Und da habe ich dann irgendwann von einer anderen Frau kontaktiert, die gesagt hat, ja, hey, lauscht, ich kann eine Agence aus Frankreich und du willst helfen, nicht die richtigen Fotos zu machen und da kannst du dich bei ihr malen. Alle sind bei der und die hat mir die größten Jobs gegeben, also wo ich die meisten so kriege. Das heißt, du hast nicht, wie es klang war, so den Drama ein Model zu gehen. Oder auch, ich habe schon immer James X Double geguckt. Ja. Nee, also bei mir hat er doch an der Primärschule war ein anderes Mädchen, was in so einem Konkurs mitgemacht hat. Und ich war schon immer so jedenfalls, also ich wollte Aufmerksamkeit irgendwie. Und dann wollten dann die Schienen gehen, mit meinen Eltern waren immer so, nee, mach das nicht, weißt du. Und irgendwann habe ich einfach dann das selber durchgesagt und ja, voilà, nu sind ich da, wo ich bin. Und ich meine, ich kann mir das selber anfangen, also ich habe nicht selber alles gemacht. Das Kind, dem mir da wirklich geholfen hat, zumindest nicht am Anfang. Das ist mir auch der gut, wenn du so von der wenn du so self-aware warst, so wissen, so ich wollte schon immer Aufmerksamkeit. So wie der Snoop Dogg. I wanna thank Ja, me. ja, thank me, myself. Nee, also das nicht, also das geht für arrogant oder so. Nee, das gut, ist das einfach kommt doch nicht so. so rüber, ja. Ja, also Das ist gut. ich weiß, dass ich schon immer eben Ja, du voll wusstest, der was du wolltest machen. Ja, weil ich auch getanzt und so und du hast, ich meine, du kriegst auch das, was du willst. Du willst immer die Beste sehen, du willst viel sehen, du willst das in dich gesagt und ich meine, das ganz für mich irgendwie matt geholt und das. Du hast für und das Thema so schlecht bezahlen und bla 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 angesprochen, so dass die Chance muss aufpassen. Wo hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Weil das her, die oft, dass Modelle schlecht behandelt gehen, schlecht bezahlt gehen, harnackeiert gehen. Ja, also schlecht behandelt noch nie, weil ich sie wirklich nicht kontrollieren.
alles von 4 bis dran. Also ich probiere du immer ganz sicher zu sehen, was ich mache und ich freue dann noch Leute, mit denen die Person geschafft hat, für immer Feedback zu holen und alles. Das heißt, du hattest wirklich zum Glück Chance, ich hatte noch nie eine schlechte Erfahrung, aber ich finde aber von ganz vielen Leuten so Sachen hören. Aber dass man schlecht bezahlen, das so, also du kriegst halt zum Lützeburg zum Mal sind Preise, die du bezahlst, ist ganz tief am Vergleich zum Ausland. Ja? Ja. Wieso? Ja. Weil sie Model nicht als Job gesehen. Also jeder an der Lützeburg einfach. Also das fand ich krass, weil Lützeburg ist ja ein reiches Land. So, Ja, nee, Modeln ist für sie kein. Das ist auch das Problem, dass heute zu Lützeburg jeder gratis möchte. Aber wenn du Leute hast, die gratis schaffen, gehst du nicht Leute froh, also gehst du nicht bis 12. Ja, Und wenn sie also die Agenzen zu Lützeburg auch bis sie wissen nicht, was sie machen sollen, weil jeder nicht gratis möchte. Ich hatte zum Beispiel so lange ja an der Stadt viel geschafft, sie hatte so ein Cut, also eine Kleider viel gestaltet und ich sollte für drunter tanzen und es sollte bezahlt gehen. Und meine Agence hat ein bisschen mehr gefragt, weil es war ridikül, weil ich so kriege für 3 Stunden dafür drunter zu tanzen, weil das war anstrengend und so. Und auch Kleider dann präsentieren und es war ganz eine Performance, die sollte man. Und dann haben sie einfach gesagt, nö, das ist uns zu viel und dann haben sie gratis gefunden. Das das von der Seite ist auch logisch am Anfang. Ja. Ja, klar. Aber das heißt, ihr müsst alle nach ihr ausmachen, wir machen das nicht mehr gratis und da geht es. Ja, aber das geht aber nicht, weil Da sind natürlich wir ist die, an denen ist der froh, wenn ich nicht machen kann, weißt Muss du? ja eine Modelgewerkschaft gehen. Ja, Frage so kollektiv, die so Grundregeln festlegt. ja geil, dann Ja. ist eh froh, wenn ihr gratis Pullover kriegt und dann müsst ihr nicht vielleicht. Ja, oder ich hatte ja auch einen anderen Job, wo ich bezahlt gehen und dann nicht meine Agence bisschen mehr. Du willst nicht von der mir, was der Agence gefällt, weil wenn die immer mehr friert, dann habe ich alle Job verloren, wo ich wenigstens etwas Kleines kriegen. Und ja, dann haben die natürlich von denen gratis möchte und dann war ich meist schon nicht mehr gebraucht. Das ist eben der Notdeal, soll ich mal sagen. Die Hauptklienten, was sind das? Sind das Kleidergeschäfte oder Kleidermarken oder? Heute zu Lützeburg? Ja. Hängt ganz davon auf mir Kleider, also... Kleidermarken? Ja, ich gebe so ein. Das ist das meiste. Okay. Das ist so Genre Bram, so kennen zum Beispiel. So das wäre zum Beispiel ein Ding. So Genau. Okay. Mit wem hast du schon geschafft heute zu Lützeburg? Können Sie geschafft, weil ihr kannt? Nee, ich mag nicht. Ne? Nee, so noch in Leverlo kann niemand so. Ja. Aber ich schon nach Das war eine Frankreich schon schlechte mal. Erfahrung. Nee. Okay, ja, Frankreich war es. Ja, da habe ich schon mal ein bisschen die große Sache geschafft. War halt zu Lützeburg war noch nicht, also nicht nur Kleider, wo ich geschafft habe, eben, war so Leute gebraucht gehen. War doch viel zu Lützeburg als das, also so, wo da muss ich hey machen, für Leute Sachen zu verkaufen. Und das meine ich mal gerne, weil ich mich da ein bisschen wirklich verkaufen als mir, voilà, das war auch ein paar Mal dabei. Ja. Generell hast du so quasi, du hast dann Gefühl, du gehst schon kaufen, so oder wie hast du gerade? Nee, das war just, dass man aus das genau. ja. War das so, also das ist ja einfach ein philosophisch Gedanke, ist das einfach ganz interessant. So hast du das schon einfach so evaluiert für dich, so wie du dich dabei fühlst, so generell. Ja, so einfach, weißt du, so, du musst einfach viel Spaß, logisch, Genau. So nee, also ich weiß schon, dass ich mich, also allgemein, ich muss mich ja gut verkaufen. Also alles, was ich auch auf den Socials posten, das geht ja just darum, dass ich, also, ja, ich verkaufe mich, also nicht, ich verkaufe mich, nicht, das ist, ja, was so, ich stelle mich ja durch. Dich als Model. Genau, ja. Ich sehe mein Produkt, Ja. was ich präsentiere. Das heißt, ja, ich, Das ist keine interessant. Ahnung, ja. Aber das mit dem Verkaufen und Sto, also an dem Sinn gemeint, weil ihr wirklich just so steht, für die sicher just schön Leute für dort zu stehen und dann zum Beispiel bei Ouverture für Geschäfte oder neue Saison oder so. Auto oder so. Das Ja. Kannst du den Schnitter schon haben. Genau, das ist das. An der Champagne, weißt du. Ja. So, ich könnte ja auch immer wissen, was ein neues Auto präsentiert, dass ich so Trostesse, die so nimmt im Auto, weißt du, so die Oder das Tuch darauf ziehen. Ja, voilà. Das fand ich nicht gerne. Also ich weiß nicht, Ja. schon die Idee nicht gerne. Keine Ahnung. Aber was möchtest du am Anfang? Spaß und Modeln. So, was fällst du cool drin? Man leider sagt den Deal, ich liebe nicht für eine Kamera zu stehen und was ich eben noch mehr gerne habe, ist, wenn ich mich kann schminken, wenn ich kann geschminkt gehen, neue Kleider anhaben, einfach die ganz, auch die Locations sind halt so einfach mega schön und für eine Kamera passt du einfach auch nicht, dass du kannst Sachen austasten. Gesagt vielleicht blöd aus, wenn irgendwie nur gucken, aber ob der Foto also gesagt da mehr cool aus und ich finde das eben mehr gerne, dass ich dann kann an etwas rausschlüpfen, wo ich nicht einfach so mache, wenn ich durch Stadt trappe zum Beispiel. Ja, Hauptsache möchte Spaß.
Du hast dann so lang so am Kopf gehabt. Schetter. Nee, effektiv, das ist ja cool. Das war schon. Das heißt, auf Insta hast du ja das auch aufgebaut. Hast du da so parallel immer gemacht, einfach aus Spaß oder schon weil du wusst? Oder weil du wusst, so okay, das gescheit wirst du für meine Online-Plattform aufzubauen, eine soziale Medien, ob das soziale Also, ja, ich schon am Anfang, also mein Instagram sowieso angefangen, gar nicht mit dem Hintergrund. Ich wollte einfach mein Tanzvideo posten, Foto posten, weil ich halt mehr gerne gemacht habe, für eine Kamera Aufmerksamkeit. Nee, ich habe gar nicht, das ist aber so ein bisschen das. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das am Anfang gut lebt. Und dann habe ich angefangen, probiert, das ein bisschen mehr aufzubauen. Und dann konnte ich auch Aufrufe von Fotografen und schon davon profitiert. Wenn die zum Beispiel mehr Follower so einen hatten, dann hat das mir geholfen. Und ja, und noch, ich lerne noch dickere Leute kennen. Und ich gehe dicker noch Plätzen. Und keine Ahnung, auch an dem Bereich, am artistischen Bereich, von Fotografen, von Modeln und so. Ich fand das alles mega interessant. Und dann, ja, so, und ich habe mich Leute kennengelernt und so haben wir am Anfang alle guten zusammen das aufgebaut. Weil ich kennt, also lo meine ich auch ein zu selber Foto, mir am Anfang der größten Teil, als die Fotos, also sind andere Leute, die Fotos von mir machen. Das heißt, ich muss schon denen merci sagen, dass die also mich fotografieren und die Fotos editen und hier und da. Das ist voll wichtig, also Insta für dich. Was ist also dein dein Aushängeschild? Ja, also ich sehe just auf Insta. Also ich hatte YouTube probiert, da mal irgendwie ein bisschen zu viel Arbeit, dann ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich soll erzählen und ich wollte nicht wie es verresen. Und ich noch das Problem mit der Sprache. Ich weiß nie, wer Sprache. Weil ich schon, also ich Richtung Deutschland gegangen, schon ziemlich viel Deutscher. Aber wie Deutschland und Frankreich sind ziemlich viel Franzosen. Kein von denen kann wirklich Englisch. Deutsch geht noch besser wie Französisch. Das heißt, ich muss irgendwie 3 Sprachen holen. Ja. Das heißt, ja. Nee, das heißt, ich bleibe einfach bei einer Sprache. Ich meine einfach so, wie ich will. Und die Leute, die mitkommen, kommen. Und dann, ja, ich meine, das ist auch mein, wie du also, Insta ist mein Hauptding, sondern ich mache nicht für mich. Und ich bin natürlich froh, wenn andere Leute mich unterstützen. Ja. Am Anfang hast du ein bisschen TikTok machen. So. Ja. Weil dann, also willst du tanzen zum Ulstem? Ja, tanzen, das war. Oder ja. Willst du für 2-3 Jahre, so für die Plattform, oder für 1-2 Jahre, wenn jetzt die Plattform groß geht. Das wäre übergangen. Also letzte Corona war ich voll dabei. Also ja? allerersten. Okay. Also dann habe ich auch wirklich viel gepostet und so. Und dann irgendwann war das mal schon zu viel geht. Mir am Anfang da das so, auch am Anfang so ein dickes Thema, so was dich mehr ausdehst, kriegst du mehr Likes, mehr Views. Und da musst du am Anfang auch als Model so entscheiden, wie weit gehen ich. Ja, also das heißt, gell? Vielleicht ist es mir so, man ist mehr als da. Nee, das ist ganz krass. Ich habe eine Model, die ich kenne aus Deutschland, die nur in der Richtung gegangen sind, weil sie gemerkt haben, das geht an die 100 Millionen. OnlyFans. Ja. Ja, das denkt wird alle auch gemacht. Wirklich? Wenn gut lebt, weißt du, wenn sie sowieso so Fotos auf Insta haben, wir dann nicht direkt hinsetzen. Ja, das ist schön. Ja, die können doch alles in OnlyFans, aber naja. Muss man dem machen. Nee, also das geht am Moment mehr. Gut, auch mit dem neuen Insta-Algorithmus ist wirklich... Wie hast du den? Scheiße. Wie war? Also du musst die ganzen Zeiten aktiv sein, du musst erste Post, musst du aktiv sein auf Insta, du musst... ja, das Kind den Post nicht gepusht. Und ich war schnell gemerkt, weil ich war die letzte Woche, wo ich auf Plätze gekommen bin, bis mir bei meiner Familie, bei meinen Kollegen, ich war Mann auf Insta, lebt am Moment gar nicht mehr. Ich kriege meine Story-Views, ich kriege meine Likes und das ist aber schon so, also für mich war dann in dem Bereich aus, als das schon so ein kleinen Druck anfangen. Aber du kannst ja nur den Likes halten. Ja. Ja, das kannst du noch immer. Nein, das tue ich aber nicht mal, weil das ist ja nicht also authentisch. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit nonstop so die Fake-Followers und die komisch. Und ich bin ganz hart am Gang hier raus. Oh, ich kriege noch die ganze Zeit, die privat, ich kann die ganze Zeit so. Sind noch richtig. 18 ja. Plus. So. Ja. Aber du kannst halt ausstellen, dass du keine Gruppenaufrufe mehr kriegst. Also so die... Und ich freue mich darauf, jetzt das für mich zu followen. Also... Ja, vielleicht wollen sie dir einfach verloren. Nee, das kann, also ich weiß nicht, was du los hast, aber da sind ja mega viele Momente, dann so Sachen nerven mich bewusst, weil ich dann, die will ich ja gar nicht tun, die kommen nach die ganze Zeit, und ich kann nicht dann noch sitzen und die ganze Zeit. Ich finde es gut, dass den Likes so verstoppen. Ja, einerseits ja, weil sie dann da siehst, Leute gucken dein Profil und sie gucken ein Foto und sie gehen nicht gucken, oh mein Gott, hat jetzt so viele Likes. Mehr andererseits sonst mal,
für die Leute, die viel Likes sind, die können das ja stolz weisen. Also sie wollte ja eigentlich halt ganz fort machen, dass das System gut geht. Ich fand die Taktik gut, dass du sie kannst verstoppen, wenn du willst, und losen, wenn du willst. Ja, und du sagst ja sowieso immer so am Backend. Ja. Dass du, weil also das ist ja auch sicher so, dass Firmen dich buchen, also wenn du mehr Follower oder mehr Likes, weil sie wissen, du wirst das posten und dann werden mehr Leute das gesehen. Ja, was das wichtig ist, sind Storyviews am Anfang. Weil du promotest, also außer du musst die Reels-Videos oder Videos, weil können immer mehr authentisch reden, wenn du schwarz an Sachen präsentierst, und weiß, wie wenn du einfach ein Foto postest. Da gehen die Leute so liken und da sind sie einfach. Ja, aber wenn du ein Video machst, dann werden das da am Anfang am wichtigsten, meine ich mal. Hast du schon so Kooperationen gemacht? Also ich habe schon die oft Sachen geschickt, aber ich habe noch nicht bezahlt für Sachen. Weil ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich meine, ich muss mir schon ein Gewerbe umhalten oder selbst. Und habe ich alles noch nicht geguckt. Okay. Aber wenn ich für Sachen geschickt kriege, dann das nicht auf den Modelagentur so überholen? So. Oder sie rein nicht für den kommerziellen Model? Also, ja, die haben gut eigentlich mit Insta, also zu den Empfang. Das heißt, ich gehe doch nicht auch, wenn es mit Insta oder irgendetwas das heißt. Ich habe vorhin zwei Karrieren parallel, eben Insta-Model und Commercial Model. Ja, genau. Was ist lieber? Also Insta kann ich mehr frei sein. Ich kann meinen Job, also ich kann selber alles testieren. Und für Commercial Model kriege ich Jobs proposiert. Und ich hole die und ich weiß, bis ich Stoß sind, hast du nicht, was geschieht. Also was los ist, was ich auch kriegen, wen du hast, ob ich zufrieden bin mit Make-up, den ich gemacht habe. Also ich gebe mich nie am Leben trauen, in den Kommentaren zu machen, fand nicht gut aus. Das heißt, ich beiße einfach Zahn und ich ziehe nicht durch, auch wenn ich nicht gerne habe. Und wenn ich Insta gerne, weil ich doch mein kreativ oder selber kann. So. Und du bist mehr so der Chef von dem Ganzen. Ja. Genau. Du gehst nicht trauen, wenn es wirklich gut scheiße. So, ne, exotisch scheiße. Nee. Also, nee. Ich bin kritisch, aber ich gebe nie einem seine Arbeit kritisieren. Weil die möchte seine Arbeit an. Hey, du kannst ihm. Stell dir vor, erzählt niemand, dass es nicht gut ist. Da meint er, wow, ich bin nicht gut. Jeder findet das gut. Und dann. Also ich hatte schon eine Frisur, wo ich mal gedacht habe, die passt hier gut bei meinem Gesicht. Und dann war das einfach so. Ja, am Anfang, wenn nicht zu einer Combine passt. Dann ja, aber andererseits, du musst auch bedenken, ich gebe bezahlt für das. Ah, ja, das war. Das heißt, ja, dann ist auch kein zu machen. Nein, ich will wirklich kein zu machen. Ja. Noch kurz zu Insta, so Cancel Culture, so als das Apps, was dich interessiert, also weißt du, so, mit dem du dich beschäftigst oder halt gar nicht. Was? Cancel Culture, so genre, weißt du, so an Amerika ist das ja immer krass, dass so groß Influencer oder Social Media Stars, weißt du, so, sobald sie etwas falsch machen, weißt du, so, sie gecancelt, also weißt du, so, dann kriegen sie keine Jobs mehr und weißt du, sie so ultra. Ob der Schwarzer löscht. So. Genau. Du musst einfach gerade der passen, was du siehst. Ja, also das ist auch ein Grund, für was ich mich zu gar keinen Themen so äußern. Weil ich weiß, also ich kriege ein paar Sachen, zum Beispiel Mathe zu Lützburg geschickt, wo ich mal da gedurcht habe. Wie war das geschieht? War das zähl? Wusst du? Nee, ich zähle nicht. Ich gebe kostet Nee. Man hat äußert sich ja, nee, weil ich kann probieren. Nee, ich probiere einfach neutral zu bleiben. Und meine Meinung auch zum Beispiel, ich gebe nie, weil ich hatte das einmal gemacht, ich habe meine neue Agence in Frankreich abgeholt und sie haben mich in dem Curvy, also sie haben in meinem Bild Hashtag Curvy geschrieben, Curvy Model. Ich habe es an der meiner Story repost und ich würde sie mehr froh, da abgeholt zu gehen und so, weil ich weiß, das ist eine richtige Agence, die haben eben hier Kategorie, was sie Normalmodel nennen, das die 90, kein, also normaler Suite verreden. Ma dat genau dat kru du 4 geworfen so ja klar du bist ja gar nicht curvy und alles nee für war gehst du bei dir Agence fand nicht okay dass die den Hashtag man andererseits sollte man mir die also wie sollen die mich doppelt schreiben ist ja wo nicht das anders für sie und die haben da dann verdra gesagt weil curvy ist am 5 also es gibt plus size und gibt curvy da muss ich noch einen Unterschied machen plus size ist von der Plus heißt was, a Curvy ist, wenn du just Formen hast. Normalerweise all die Sport machen, sich schon in einer Curvy. Wenn du Brust hast, wenn du einen Arsch hast, was alles daran. Das heißt, das ist alles Curvy. Und die Leute sehen da eben direkt irgendwie, oh mein Gott, Curvy. Ja, ich weiß das ja. Wie werden Leute schreiben, die das so einfach Kollege von dir oder wie? Oder werden Leute so und das? Einfach Leute auf Insta. Nee, Kollege, also. So Leute gucken so die gucken dann, da gucken sie nach Hashtags. Ja. Nee, das falsch, wo ich da meine Story repost, du kannst drauf klicken, dann sagst du Hashtags und das ist dann den ersten Gewicht in 3 Stunden. Das ist das hin abgefallen. Ja. Und so Sachen zum Beispiel, da muss ich aufpassen, weil
schon das war ja kein Base-Kritik oder irgendwas etwas mehr. Ich muss direkt aufpassen, weil das war schon mal nicht angeschaut und da könnt direkt so Massagen und alles und ja, du willst lieber zunächst äußeren immer neutral bleiben und dann Das ist der gut streng da, aber so die schützt, also da ist okay Shitstorm mehr, aber Ja. so, das entsteht so sehr, ja. kannst du gar nicht machen. So immer Kirby. Ja. So. Aber auch so, wie man David Dobrik, ich weiß nicht, ob sie erkennt, aber hier ist halt YouTuber und du war halt auch so ein Fett-Szene geschieht, dass hier, und hier war, ich weiß, kennst du ihn? Ja, ja. Aber ja, hier ist, Ich war ja mit dem Leis Coach genau, zusammen, ja. ne? Aber hier war eben halt ultra fett, so, ich weiß nicht, 20 Millionen Abonnenten oder so. Und als halt so eine Szene geschieht, und er wird gecancelt, und all seine Sponsor sind fort, und weißt du, so, am Anfang seine ganze Karriere ist tot, weil du könnten zurücknehmen, Ja. ab nächster Woche. Vielleicht musst du dann einfach weitermachen, erkennen, also, Nee, mir am Anfang war der gemacht, weil ich am Anfang überrascht, dass du ein bisschen gecancelt hast. absolut, klar. Und ja, Ja, definitiv. und ich kann auch verstehen, dass ein Markt sich dann, also es gibt da verlangt von der Markt, sich nicht mit dummer zu assoziieren. Ja, Und da muss Nee, ich sich das auch auch. zurückziehen. das ist auch vor. Das ist halt just. Okay, das war einfach dumm, hier war so ein schlechtes Beispiel, wenn das wirklich dumm war. Mhm. Ja, mit Kindo, also Mit dumm Ja, mit. James Charles. Ja, Auch voilà. die Apps falsches, eine falsche Bewegung und du hast ja eine mega große Community, man die kann entweder für dich oder gegen dich sein. Ja. Aber bei ihm war es doch so, bei ihm war er doch ein bisschen überrascht. Ja. Aber geh so wirklich so Fall, wo Ja, es mir selbst fällt klang mir ist. wirklich kein an. Nee. So, das ist einfach, weißt du, so das selbst klang ist und dann explodiert das direkt so, das Start, weil ich meine, weißt du musst überall aufpassen, weil so, sobald Apps klang ist, Ja. kann sie starten, wenn dann bei die falschen Leuten kann sie ultra explodieren. Ja. Und du musst mal nicht falsch gemacht, mir einfach falsch ja. ausgedrückt. Ja. Ja. Von Ja. Erik Rolsch und so. Ja, oder Kimberly Muse, der muss ja auch, weißt Ja. du, so dick. Aber das war der, wo ich gemeint Ah. habe, weil ich hatte verstanden, das hat sich gut wollte. Das hat am Anfang der Folge ganz live gemeint. Also, Ja, Na, ich toll, meine, das mein Job lief. ja, und ich hatte ihm das privat geschrieben, weil, ja, so. weißt du, da gebe ich nie Kommentare an das Ja. Bild machen, Ja, weil, ja. ja. Ja, das könnt ihr einfach bei so einem Podcast und schwätzt Ja. darüber. Das ist gut. Aber ja, okay, das war das. Und dann, du studierst Kunst, gell? Genau. Was willst du ein bisschen erzählen, wie so ein Studium aufgebaut ist? Was du haben willst du mal da machen, weißt du so? Wie Oh war Gott. das denn überhaupt? Also, wenn es Lust ist, muss gar nicht. Also ich Das ist schon interessant. ein allgemein am Atelier. Ich hatte, als ich was studiert war tanzen. Ah, Ja, ich wollte am Anfang Tänzerin gehen. Ich wollte tanzen am Ausland und alles. Wenn dann das Corona kam und du konntest keine Auditionen mehr machen, weil da wo ich, also zu Straßburg hatte ich keinen Platz, wo ich konnte irgendwie da mich weiter trainieren, ein Video abholen für dann die als Audition anzuschicken oder so. Das heißt, ich war ein bisschen Lust und dann habe ich dezidiert einfach Kunst zu machen. Aber ich weiß auch nicht genau, was ich damit mache. Also Okay. ich meine das gerne, weil mich kreativ oder ein bisschen fordert und vielleicht durch ich so am Anfang wollte ich immer so Creative Art Director gehen mir beim Fashion, also an der Fashionbranche, für zum Beispiel für Set, wie es hat aufgebaut ist, für Zivalien, okay, mit denen Kleider, man baut mir das ab, mit denen Farben und Model geht so geschminkt und so. Das gebe ich mir interessant von. Aber ich weiß nicht, wie ich selbst kann studieren. Ich meine, du fängst Klang an und du gehst, also gehst mir groß und dann bist du die Sachen. also interessant. Weil zum Beispiel für meine Shootings und so muss mir auch ein Moodboard und alles aufbauen und du siehst den kreativen Ideen, du siehst den Location, du siehst, was du unlesen und alles. Und da meine ich auch mehr gerne so das organisieren und die Sachen dran und so. Ja, das ist echt gut. Ich denke, echt große Passion war auch Tanzen, oder wie? Ja, ja. Wen Tanz hast du gemacht oder müsste? Also ich habe Ballet, Jazz, Contemporain am Konservatoire gemacht und am Ausland leider kannst du just meiner Meinung nach am Contemporain groß gehen. Also mehr machen, an eine Kompanie kommen und so. Das heißt, ich wollte in die Richtung gehen. Aber mein Herz schlägt irgendwie für den Jazz, den wir heute zu Lützburg machen. Ja? Ja, also auch Ballet, klar, aber wenn du nicht den Körper dafür hast, dann hast du nicht, egal wie gern du das musst. Also du musst als Hobby, aber du kannst nicht, ich kann kein Balletttanzerin gehen. Das weiß ich auch. Doch, alle. Für die Körper musst du Believe in tun. yourself. Nee, du musst wirklich mega flexibel sein, gute Pied, also du weißt, für eine Pointe musst du, da was entweder holst du den Körper dafür oder du holst ihn nicht dafür. Okay. Also weil ich schon ganz viel Stagen am Ausland gemacht habe, also so international Stagen. Und du hast immer gesehen, weil die kommen da wirklich aus den großen Schulen. Und, also weil du musst noch Auditionen machen für die Ogold zu gehen und so. Das heißt, das ist wirklich schon professionell. Und du hast einfach gemerkt, ich komme aus Lützburg aus dem Konservatoire und die machen das von morgens bis abends. Und du merkst den Niveauunterschied. Okay. Also es sind die oft nicht nur kommen. Ja. Ja, okay. Fair enough. Nicht schlimm. Wenn ich gehst du bei GNT?
Scheine nicht. Das ist dann noch nie überlegt, was zu machen. Also den Ding so, ich gebe dicker Matt machen für Shootings, für alles das, was sie gesehen an die Experience, mit den also Fernsehfaktoren fand ich cool, weil du gehst ja wirklich zur Summe geschnitten, so wie sie es wollen. Sie sichern sich all alles, okay, wir brauchen eine Drahtstante, wir brauchen ihn, was sowas, in so, und du gehst an die Rollen, du alles hast du dieselbe wischt. Und du brauchst einfach die, und für das interessant ist, wenn du in was langweilig ist, wie zum Beispiel, das ist ja was da steht dabei, ich weiß nicht, ob er geguckt hat. Ja, ja. Man hat nicht viel geschwart, war ruhig, hat wer niemals Gewinnerin gehen. Wie wärst du? Wie wärst du, gell? Welche Rolle hast du, gell? Ich weiß nicht, ich schwätzen heinst du viel mehr. Ich meine, es ist aber so, dass ich relativ korrekt schwätze natürlich. Ich meine, ich war hin nicht interessant genug. Also, weißt du, sie geben da so, no, nee, du könnt, weil sie will ja, dass sie lastet und so, und dass sie nie über andere Leute schwätzt und so, das selbst geschieht. Dashley hat ja zum Beispiel einen überfetten Job, hier hat gut auch den Skoda-Job, gell? Was mit Opel? Opel-Job. Ja. Tom. So close. Mit So Opel close, extra, ja, du. so far. Ja. Opel Ja. so viel bezahlt. Ja. Sind schon noch etwas. Nee, hat können doch sicher groß, also hat gesehen ich auch echt als Model Philo, weil das andere Influencer. Also wenn ich manchmal gebe ich dir auch mache für echt da dann Influencer zu sehen, wie für Model zu sehen, weil du bringst du hast die Stempel einfach ob dann sie bleiben meistens all gut noch in Deutschland, du kommst sie nicht weit. Wir wollen nicht zum Beispiel gibt immer da Frankreich und du kannst ja kein James Topmodel. Just dass ich dabei hin in den Vertrag, also sie lauter vertragen. Also Du gehst wie Romina, weißt du so. Kriegst einfach Follower bei. ja, mir hatte schon auch groß angefangen. Ja. Mit du auch, wenn du Besuch fängst. Ja. Du hast low, wie viele Follower? 18.000 oder so? Oh nee, um Gottes Wie viel Willen. hast du? 13. 10, Ja. 13. Ja. Das kann. Wie viel hat er? Trust the process. 100.000. Ah, okay. Ja. Entschuldige dich, Mann. Nee, nee. Okay, ja dann. Hast du auch gedacht? Können Wen hast du gedacht, das Finale gibt gewonnen? Ich durch das, wie hieß das Curvy-Model gibt Ja, gewonnen. Dasha. Dasha. Wirklich? Weil das Heidi, nicht. also dem Heidi sein Mädchen, die Lini, ist ja groß raus, und das Mädchen ist klein. Und das nicht 90 Stunden. Und dann durch dich so hat vielleicht da so ein bisschen pushen und supporten und so. Weil Romina hat nicht keine gewonnen, weil es, also ja, keine Ahnung, ich meine, das ist einfach zu ruhig nach vier und am Influencer denkt viel. Mir und Iva würde ich zu Lien gewonnen. Nee, hat das so viel zu gut. Ja, 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 am Nachhinein effektiv. Das ist Wusste man. Ja, wir waren Ja. nicht so. Mir war so, okay, oh, das ist der Aber das, Beste. wir wurden eben gedacht, hat das zu gut, hat sie halt gewonnen. Nee, ich dachte wirklich das. Also ich war schockiert. Ich schon final im Schnitt konnte gucken, ich war da beim Roadtrip. War auch Iva Kack weg. Ja, ich konnte halt viel gesagt. Aber ich dachte, hat gewonnen, geil. Also ja, du weißt. Anscheinend nicht. Ne, Alex. Ja. Mir das ist auch gut, weil da Ja, kann ist auch Heidi gut. so ein so echt Transgender-Model so was eine Show gewonnen hat. Ja, Ja, ja. so. Ne, ist gut. Ja. Wo ist die Loge, kleines Spiel mal das spielen? Was ich. Also, wir haben einfach klasse Spiel, entweder oder. Wir sollen einfach nur Sachen und du siehst, entweder den oder der andere. Okay, So einfach spontan, das ist so, okay. so weit fair. Okay, also ich schon ein paar Sachen, viele paar Sachen. Ich fange einfach mal an. Was Brett? Hund oder Katz? Hund, Tattoo oder Piercing? Piercing. Tanzen oder Modeln? Oh Gott. Alle, was ich. Nee, also du kannst mich nicht entschieden. Du musst. Okay, als ich die next. Okay. Pizza oder Burger? Pizza. Friends oder How I Met Your Mother? Ist okay von denen Weg. Also, okay. Okay, Sport oder Chillen? Sport. Tanzen oder Modeln? Könnte mal Oder das? Das geht nicht, da kannst du mich nicht entschieden. Okay, ich mache mal noch weiter. Plage oder Piscine? Plasch. Kochen oder bestellen? Ich kann nicht kochen. Bestellen. Ja, was ich. Feiern oder chillen? Feiern. Dreamer oder Realist? Also Tête en l'air oder Realist? Oh, bis ich von den zwei mehr Drehmer. Early Bird oder Nachteule? Oh, also Early Bird an dem Sinn, dass ich während der Nacht schaffen. Das heißt, war das erst Nacht oder? Nachteule, Okay. Nachteule. Also stehst du op und Ja, um 3 Uhr morgens wird schaffen. Ich schaffe am besten an der Nacht. Nachteule. Okay. Heidi Klum. Nee. Also nee. Early Bird Okay, ist- Early Bird. Early Bird, wenn du um 3 Mal so stehst. Ah, du gehst, Ja, mit pardon, das du gehst, das nach null da war, gehst du ne? da noch nicht schlafen? Also so 1 Stunde vielleicht. Nein, schon beide. Ja. Du bist von beiden. Also allen Punkt alles. Heidi Klum, yes or no? Yes? Okay. Ah, danke.
Tanzen oder Modeln? Du musst. Also am Moment wenn es ganz Corona war ja all Tanzschulen und so dat ich konnte nicht tanzen eng mehr lang Zeit dat ich logisch Model so Nee, beides. ja genau Voilà. Du hast für Sport geschwärzt, also wir kennen die Donner nach der Nummer. Du hast für Sport geschwärzt, musst du am Anfang auch so Sport machen für dein Körper, ob es was dann oppass, was da ist. Also, für Model ja. meinst du mir ist ja an der Agence an die wissen ja dass ich in between Model sind dass ich nicht 90 die ist wann ich 2 Kilo mehr und 2 Kilo Männer hun aus ihnen egal solange ich sie 4 lang also 4 wann sie mich für den Job malen mit Menge müssen an also am umlaufenden Hallen an sie dat können der Klient so nicht dass der da falsch Kleider für mich schon oder so me ja me also ich meine Sport für mich für meine Gesundheit an für fit zu bleiben ja. Gut. Ernährung auch wichtiges Thema für dich. ja so man Burger oder Pizza bestellen oder? nee ich esse mega gern me ich probiere aber aufzupassen wann geht ja Wann geht. ja wann geht So, ich habe mich nur ganz kurz gefragt, ich weiß nicht, ob du das darfst oder willst, aber so Genre ungefähr, wie viel Kredit für so einen Auftrag kann ich da so ungefähr im Durchschnitt so? Das hängt wirklich auf. Okay. Wenn ich zum Beispiel, also ich hatte sogar eine Agence, die mir gesagt hat, klär froh für den Fotografen, die dich über Insta aufrufen, für einfach Foto, just für Insta, soll ich 50 € freuen. Und ich nie gemacht, weil ich fand, das ist eine Collaboration für mich, also TFP, Time for Pictures oder, also du schaffst mit dem, den edit die ganzen Fotos und du hältst die Zeit für die Kleider rauszuheuern, du für dich zu schminken, für du hinzufahren, für das zu machen und ich fand, du kannst keinen so freuen. Aber sobald es ein kleiner Job ist, hängt es dann davon ab, ob es für Internet, also für Internet ist, just für Facebook, Instagram, ob es für also Internet hier Website, ob es für ein Geschäft ist, sie das aushängen, ob das Geschäft in einem Land ist, an 3 Ländern, ob das so viele Faktoren, die da mal ausspielen. Und das kann wirklich von bis gehen. Von wie viel? 100 €. Bis wie viel? 1000, also ich hatte, das meiste, was ich gut waren 2500 für den Job. Okay. Das heißt, ja. Und das war groß. Aber, zum Beispiel ganz viel für Coverin oder so, kriegst du am Anfang viel. Wo den das mangen, der Cover zum Cover, weil du kriegst gar nichts für die Jobs. Okay. Ich meine, ich weiß, du am Anfang kein Server hast, Jobs noch nicht. Dadurch hat ich gar nicht bezahlt. Sie haben einfach mein Foto, also ich gehe für das Shooting bezahlt, und sie haben einfach mein Foto für die Cover und ich wusste das gar nicht. Und dann kriegst du, und das wurde in China so 1,5 Millionen Mal geprintet. Und also weil es war so mit einem chinesischen Designer. Ja, und ich wusste das gar nicht. Und dann sind einfach mein Foto geholt. Ich war so China prominent. Geil, Was du kannst, diese 10.000 Follower sind du. Nee, ich fange nicht mehr. Das also sind nicht wirklich groß zu rausbilden. Ich wusste das nicht. Und ich habe nämlich nur einen Martin Workshop gemacht. Und du sagten sie mir, ja, wir haben das dann auch gut gewesen. Und du bringst sie mir. Aber für dich steht den Coach 350 €. Und das war den ganzen Tag von morgens 7 bis 6 und ich weiß nicht, für Cover, für... Ja, nein. Aber du gehst die wirklich bezahlt, also du warst Kendall Jenner. Dann kriegst du natürlich so, weil sie wollen hat, ja. Ja, klar. Ja, mit hängt doch davon auf, wen du am Anfang Fred, oder? Wenn so ein Vogue, so durch Fred, dann ist doch gratis, Mann. Aber ja, das ist, weil sie groß sind, ja. Bezahlen sie das nicht, gell? Mhm. Ja. Ja, das war... Ja klar, du gibst gratis machen, wenn mein Nummer versteht. Sogar gratis machen. Ja. Okay, soll ich mich freuen? Ja. Es hat 3, 2, 1. Money or Fame? Okay, warte. Am Anfang sind die zwei so überflaschlich. Aber mit Fame kriegst du Money und mit Money kriegst du Fame. Das heißt, du die zwei... Ne? Ja, du kannst. Ich meine, mit Fame... Mit Fame kriegst du normalerweise Money, ja. Und mit Money nicht unbedingt Fame. Du musst nicht, wenn du willst, meine ich. Ja. Dann hol ich Fame, da kriegst du das viel. Dann Apple oder Samsung? Apple. Für ein Date, Restaurant oder Picknick? Picknick. Birger oder Mir? Mir. Ketchup oder Mayo? Die zwei gemischt. Drake oder Justin Bieber? Justin Bieber. Apfel oder Bananen? Bananen. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Looks oder Personality? Was? Looks. Ausgesehen oder Charakter? Charakter, also Personality. Trump oder Obama? Obama. Karriere oder Familie? Familie. Bestörte, ja oder nein?
Ja, das ist echt schwer. Wahrscheinlich das hängt von der Situation auf mich. Ich meine, also ich will die ganze Zeremonie, aber ich weiß nicht, ob ich mich bestören will. Okay. Also Das so, wäre mir nie ohne Brote gemacht. Dann die Last, die schwerst, oder nee, vielleicht, nee, das ist einfach, kann ich das nee, die schwer ist verdanzen Ja, ja, oder... Wie viel soll ich machen? Der Dürwelt. Oder? So viel? Das ist Ja. fair. Hoher Rasiere für 10.000 €, ja oder nee? Ja, Ja? ich gebe doch so rasieren. Okay. Ah, kannst du den Ding bringen? Nee, also ich hänge nicht mehr krass in Haar, ich gebe es machen. Also, ja. Okay. Kann ich ein paar Recken und tun. Ja, okay, fair. Ja. Ja. Gut. Maja, dann... Das ist so easy. Ja. Ich fertig schwer. Ich schätze auch. Ja, Also ist die Frau, wenn ich so hume, wenn ich 10.000 € kriege, dann mache ich doch. Ich kann ja ein paar Recken und tun. das stimmt. Das Ja, ist so gut. geringer. Das war rational überlöscht. Ja. Gut. Was hast du gesagt, bei Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Ah, okay. Dann war nicht rational. Ja. Ja, aber ich denke, also an dem ganzen Artisten denken es auch, wie viel drin die Frau drehen oder nicht. Also ich meine, ich bin ein bisschen immer so, ja. Ich hatte mal auch schön. So Photoshop und so alles. Ja, Tisch. interessant. So, ich hatte gleich so, ich weiß nicht, ob das nicht Photoshop, aber ich hatte so ein Video auf TikTok gesehen, so von Kim Kardashian, wo sie eine Werbung hat. Und dann sagst du so, wie sein Fanger so lang sein Arsch geht. Und die verzieht sich einfach immer so überall. Ja, also was ich dazu so, also was ich denke dazu. Also meine Fotos sind noch alle also gefotoshoppt, mehr oder Männer, kann ja sein, just Haut Papier fortmachen bis Tor mir wollen nächstes machen oder dann machen. Du also auch die Fotografen, die hier Arbeit machen, und ich hatte schon einen, den wirklich krass gemacht hat, wo ich dann Kommentare gemacht habe, halt auch da kannst du das andere, weil ich gesehen habe, immer 4 Fotos, egal. Das heißt, ich kriege just Resultate geschickt und dann holen ich die, wie sie sehen, und finden sie geil oder nicht, gell? Aber hängt von Fotografen auf. Aber ich probiere mich auch, wenn es an meiner Story natürlich zu weisen. So, also, wenn ich kann, ich habe natürlich oft manche Filter drauf, wenn ich mich nicht fühle wie... Aber ich mache mehr wie andere, gebe ich so, dass ich mich so ganz ohne Make-up-Weisen einfach schwatzen und so. Für das das ganz aber irgendwie natürlich bleibt. Weil du hattest auch schon ein paar Mal Diskussionen mit Leuten, die gesagt haben, ja, du hast junge Mädchen, die dann nur gucken, wäre vielleicht gut, wenn sie irgendwie natürlich bleiben. Und das wird mich selber auch zu evaluieren, und ich mache gesagt, wäre am Anfang nicht schlecht. Aber ja, also ich habe nicht ganz viele Fotos auf Insta, wo nur Retusche ist. Ich habe schon in letzter Zeit probiert, mehr aufzumachen, aber egal, auch immer eine kleine Filter, Grain-Filter, irgendetwas hast du drauf. Aber ja. Machst du doch selber? Kannst du so Photoshop Ja, bearbeiten? ich war ja bei einer Ah, also, okay. dann schon ein Video nur geguckt und so natürlich. Ich weiß bis wie das geht. Ja. Gut. Ich habe viel dran einen Artikel von ein Interview von Sarah Nuro, weißt du? So gelesen. Hat wir doch ein Cappuccino Sex Topmodell Ja, ich von den ersten. Ja. gewonnen, gell? Ja. Ma, also den Dingen sehe ich 10 Fragen, die du dich nicht trauen würdest, einem Model zu stellen. Okay. So, hast du Lust, dass ich die Fragen Ja. dir auch einfach vorlesen und du siehst Dinge. Bist du sicher gelesen? Ne. Okay. Wir können auch skippen, wenn eigentlich nicht gut, Okay. nicht gut ist. Haben es schöne Menschen im Leben einfacher? Ja. Okay, ja, geh ich auch Also ganz klar. so. Also ich weiß es nicht. Ich meine. Das du wesen. Schon mal schwierige Angebote von Kunden oder Fotografen bekommen? Also ich meine so shady oder ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja klar, ich kriege die ganze Zeit so... Schwierige Partnership. Ja, ich meine das aber auch ein bisschen gemeint. Ja, Upsi. genau. Ja. Nee, also ich kriege die ganze Zeit an meine Aufrufe so Sachen, aber ich gehe gut darauf an. Weil andere Fotografen sagen schon mal, nee, merci, ihr Arbeit gefällt mir nicht, das ist nicht das, was sicher, weil sonst kommen, so schreiben die Pummel und so wissen sie es wenigstens. Ich hatte aber auch schon einmal dort, wo ich das gemacht habe, und 2 Jahre drauf, wo ich mich Schnecke gefunden und nach so viel besser gehen, dass ich mal gesagt habe, man dachte, dann los schaffen ich mit dem. Aber ja, so Aufrufe kommen die ganze Zeit dann. Ist es nicht gruselig, eine Karriere zu haben, die auf Schönheit aufbaut, die von Jahr zu Jahr verfällt? Boah, ich war schon froh. Wisst ihr? Nee, bei dir ist es ja nicht Ja, nee. unbedingt die Karriere. Ja. Ja. Das war am Anfang die Also- Frage betrifft nicht unbedingt, ob ich so. Aber generell so Model ist ja schon mit Schönheit aber verbunden. Aber Trends so, ne? Ja, Ja. das heißt, das ist aber schon ein bisschen treffend. Ja. Also ich habe Chance, dass ich schon zum Beispiel der auf keinen Stopp sind meinen Augenbrauen. Da klingt nur mehr dumm, aber ich kriege wirklich schon sogar in Jobs für schon,
kriegt ins meinen Augenbrauen. Wirklich? Okay, Ja. das ist witzig. Die mir haben nur gesagt, ja, mir nicht geholt, weil das war den Katschi Dingens. Und wenn es sind ich meine auch in der Chance kommen, weil also von den gut in der Woche das gedanzt, weil das ist immer so, das hilft hier sich mir locker für eine Kamera viel für zu posen und so. Mir die haben mir wirklich gesagt, so mir Hunde geholt, wenn es in den Augenbrauen. Witzig. Ja. Ja, wow. Gut. Und ich meine, da das Lot Trend, aber auf 5 Jahren ist der vielleicht gar nicht mehr Trend. Das hat auch der Luca gesagt. Ja, stimmt, das war. Ja. Warte. Man hat so trendy aus Ja. bushy Eyebrows. Ja. Eyebrows an. Ja, weil sie mega lang, ich kann es dann auch mega so rumkauen und dann. Ja. Voilà. So Tratzendrama. Ja, genau. Okay, lo ein Iwa Klischee froh. Gibt es viele dumme Models? Oh, fand ein bisschen dumm die Frage. Oder? Also ich weiß nicht. Ja, nee, für was sollen Ja, die dann voilà. dumm sein? Ja. Fühlst du dich manchmal wie ein Stück Fleisch? Ja, das war ja die Frau vom Ja. Verkauf. Genau Ja. so. Okay. Ah, oh. Was nervt am meisten an Modeln? Alles gut. Mal zum Beispiel, ja, mir da auch mit dem Verkauf gehen, wie man fühlt sich wie ein Stück Fleisch. Weil du kannst auf einen Job und sie gucken dich nicht als Person, aber sie gucken dich, wie es da ausgesehen ist. Und dann haben sie nicht Angst, ich komme da unten und die denken sich, weil ich kein Begehen vier drin, und die denken sich, oh Gott, wen haben wir da geholt, geil. Weil du weißt das ja nie. Und da das Beste ist, dass du gehst mehr krass in einem Äußeren beurteilt. Ja, Da das ja. wirklich so. Ja. Was ich einerseits eben cool fand, und auf Insta kannst du das kontrollieren, und andererseits kannst du es nicht kontrollieren. Ja, vom Insta, also generell sozialen Medien, also für Models auch immer nice, für das sie so mehr selber Chef bleiben von ihrer ganzen Brand. Ja, mir aber verschiedene Modelle kriegen von der Agence gesagt, probier mehr da zu posten, mehr so zu sehen, probier mehr natürlich zu sehen, probier von dem Abblick an dein Leben und so. Ja, Okay. das Wir ist- waren, ja, das ist ja aber auch, also nicht live, aber das ist ja aber auch, weißt du, so, sie managen das ja dann noch, als sie, weil ja auch ist, dass für Karriere dein klappt. Ja, genau. Ja, ja, nee, hast du Das ist alles gut gemeint. Ja. Sobald nicht viel Genau, geht, weil das das- aber das- trotzdem noch da. Also, Natürlich. Mit Wie das, so eine Agence, wie funktioniert das? Kriegt der einfach so viel Prozent, wenn sie dir einen Deal arrangiert, kriegen sie so viel Prozent von der Gage einfach. also hey, letztes Mal fand ich, dass sie ziemlich viel holen. 20%, oder? Mehr, viel mehr. Mehr. Wow, okay. Im Internet habe ich 20% gelesen. Ja, nee, aber das sind ja im Ausland. Mir hat zuletzt aber schon wirklich viel. Ja, krass. Also, die eine Agence mal, die andere weiß ich nicht. Ja, krass. Und, ja. Und ich war, weil ich wusste das nicht. Und ich hatte irgendwie da hören, wie ein anderes Model, was wir waren zu pur Modeln. Und das nicht von Lützburg kam, war für Workshop. War nicht viel bezahlt gegeben. Und hatte du so gesagt, hat viel mehr bezahlt wie ich. Und dann habe ich gefragt, mehr wie. Und so hat ja mir ich gehe nicht durch die Agence. Ah. Und ich hatte so, oh, was? Ja. Du musst so bald falsch und aufgehen, Hanno. So. Nicht, also bei der Frankreich nicht, aber bei der anderen ja. Ah, krass. Ja. Okay, next Frau. Oder was ist das? Ja. Muss ein Mann auch schön sein, damit du dich in ihn verliebst? Das hat du am Allgemeinen. Zuerst hat nach Tara noch, oder? Ja. Nee, für mich das Charakter auch wichtig. Also ich fand, klar, du sagst eine Person sowieso auf den ersten Blick, wenn du sie sagst, und da lernst du es recht kennen. Aber ich fand den Charakter aber ziemlich wichtig. Boah, die letzte Frau ist, hast du eine Essstörung? Das ist so dran. Nee. Hat so die Zeiten, in denen Models sich ausschließlich von Orangensaft mit Wattebauscheln ernährten, sind lange vorbei. Der Trend geht heute zum exzessiven Sportwahn. Was sie Wattebauscheln? Mal einfach Coton. Ah. Coton gezappt an Orange sind. Und dann. Beide Aber sie sind- schwätzen direkt Essstörung, Anorexie. Ja. Und gibt so viele verschiedene Ja, ja. Essstörungen. Ja. Geil. Ja. Also hat genießt den Pasta als ein Wein. Oh ja, das sieht halt als aber ein auch geil. Tiramisu, als ein Grappa. Geil erzählt hat so, und da geht Themen sein Wattebauscheln. Nee, mir hat es bestimmt auch einfach gesund und ja, ausgewogen und so. Und wie erzählt man im ganzen Sport, das ist ziemlich wichtig. Ja. Was sind vier Bilder? Also die anderen bei mir die ganzen Zeiten, mir ist schon klar, an dem sind 4 Bilder, dass ich mal bei anderen Leuten, die bei Insta Sachen aufgucken oder so, oder denken, okay, hat mich das mehr gut an. Ich will das auch so machen, aber so groß 4 Bilder tun ich nicht, nee. Okay. Weil doch immer geil ist, als so, wenn du irgendwann, weißt du, baust dir halt eine Community auf und irgendwann kannst du halt auch so ein Produkt machen, der unter dem Ding Brand funktioniert. Ja, und das so- fand ich immer geil. So Merch oder so. Eine andere, ja. Ja, Also, ja. Hunde ist leider noch Make-up. nicht. kann Make-up sein, Ja. kann Kleider sein, wie du siehst, kann von allem, also weißt du, so, keine Ahnung, ein Capital Bra möchte eine Pizza oder ein Eistee oder... Mit da Ja. musst du bis so bekannt gehen. Ja, Ja. ja, das ist natürlich extrem, klar. Ja.
Ja, bei mir, also ich weiß sowieso im Moment noch gar nicht, was ich soll so machen. Aber ich meine, da ist auch wichtig, dass ich selber, das, was ich auch im Moment probiere, mit meinem selber Foto machen. Weil das sind, über die Sache kriegst du freuen. Weil Fotografen schaffen nicht mit dir, wenn du Sachen geschickt kriegst, was tun Fotografen davon, wenn die Foto machen. Das heißt, du ist wirklich wichtig, selber Fotos zu machen, für das selber zu promoten. Und ich meine, so kann ich damit rausgehen, wie die, also Make-up kennt, und von neu sind so Sachen. Und der Schmuck. Ja. Also, Ja, irgendwas hat halt bei den Brand passt. So, Samra zum Beispiel hat schon gemacht, also es ist schon verkauft. Mit Samra, apropos, ja. Kannst du Deutsch Rap? Okay, ganz kleine Parenthese. Samra, größten deutsche Rapper, hat los Skandal, das sind anscheinend, also, was ist anscheinend, das sind eine andere Sängerin, meine ich, also doch, oder Influencer, ich meine Sängerin, die noch nicht gerade so bekannt ist, allegedly bedrängt wird, bis zu vergewaltigt, irgendwas dazwischen. Ja. war das nicht? Ja. Das war just das Skandal. Ja, mir am Punkt, wenn der Teil rauskommt, dann ist schon der Skandal schon abgedeckt, dann wissen wir, was wirklich geschieht ist. Mir so Sachen fand ich einfach krass, also, dass das immer noch, also das ist ja schon seit jeher ein Problem, dass so famous Leute, groß, egal ob der groß Künstler, groß Firmen, Besitzer, pipapo, sind, vergewaltigen, bedrängen. Mit dick oft, weißt du, wie beim Jake Paul war hier so, das aber auch dick oft hat Mädchen oder dann versuche für Aufmerksamkeit. Dafür, das ist natürlich immer krass, aber du weißt nie, stimmt nicht, oder stimmt nicht, weil auch beim Cristiano Ronaldo war der doch ein Kerl. Das ist auch, also klar, das ist auch schlimm, wenn es nicht stimmt. Und voilà, mit das auch schlimm ist, dass du durch von dem Fall, wo es stimmt, so man aus Höhe geholt bist. Weil dadurch, dass du das siehst, so, ja, bis bei ihm stimmt es nicht, da kann es ja auch vielleicht beim Samra zum Beispiel nicht stimmen. Und dann aber den Dopfer, was betroffen ist, das sitzt da so, hallo? Ne, das war. Nee, mit Kind war aber seriös geholt. Ja, nee, einfach, weißt du, so, wenn du die Gedanken gehst, so krass weiterspannen, dann sind ob einmal so die realen Fälle an der Höhe. Ich meine, wenn du mehr berühmt bist, erlaubst du da mehr. Und ich meine, das du denkst. Wahrscheinlich, ja. Du meinst, kann dann echt geschehen. Genau, du hältst da mehr Freiheit und du erlaubst da mehr, weil du weißt, oh, du siehst keine Apps oder wann etwas geschieht, da kannst du ja bezahlen, dann haltet den Mund. So Sachen meine ich mehr. Ja, so. Ja, willst du mal den Gelle froh stellen? Okay. Also, was ist der Mordbräuch? Ja, mir nicht viel über Kunst geschwärzt, mehr. Ja, aber das ist einfach so, also das ist einfach das Studieren, und vielleicht willst du was machen, aber eben so, weil eben das interessant war, das mit Modeln und mit den Socials und so. Ja, definitiv. Ma, also ich habe ein Tablet mitgebracht, aber meine Frau hat aber auch nicht vom Tablet. Egal. Okay. Weißt du? Okay, was? So. Wow. Ich weiß nicht, gesagt, den findest du looten. Ja. Ich weiß nicht. Egal, bestimmt. Mir posten sowieso ein Foto. Ja. Was war meine Frau? Wie viel Zeit Leute meinen, dass ich am Anfang daran investiere? Weil den Ding, dass ich weiß, dass dick viele Leute so sagen, okay, du weißt du, das Post einfach ein Foto, ist es du. Aber am Anfang, wie gesagt, auch mit dem ganzen Instagram, du musst ihn aktiv sein, was du mehr Follower kriegst, was du mehr Leute kennenlernst, was du mehr musst bei Leuten kommentieren, was du mehr musst Zeit drauf verbringen. Und das ist etwas, was nicht abhält. Und ja, einfach wollte ich mal fragen, was die Leute sich so mengen, eine Schatzfrau so, wie viel Zeit ich an das Ganze investieren. So pro... An Instagram mit den Fotoshoots, mit alles auf das, was ich mache, für ein Foto zu posten. Pro Foto oder wie? Pro Foto, also, wie viel Zeit? Ja, vom Foto ist interessant. Wie viele Stunden drauf gehen für ein Foto zu posten? Ja. Wie viel Arbeit ist das? Okay, das ist geil. Weil alles durch Hand durchstößt, auf wie viel Zeit das braucht. Ja. Weil das geht ja nicht an 2 Minuten. Ja. Das ist wirklich Okay. spannend. Also es sind nicht 2 Minuten. Ja, nee. Okay, mal vielmals merci für die Zeit. Ja, merci Ich hoffe, euch. dir hat Merci. gefallen. Merci, Grupato. Ja. Dass wir heute konnten sehen. Merci für euch, dass es nur gleich tut. Merci für euch. Aber wo können Sie dich abonnieren oder fangen? Auf Instagram. Ja. Und gleich auf TikTok. Nee, TikTok hast du schon gemacht. Ja, wäre cool, ne? Wenn ich könnte, du bist mehr mit. Nee, mir hängt davon ab, ob die Lust oder nicht. Ja, im Moment sind ich jetzt, ist das nicht so mein Ziel. Okay. Quasi. Vielmals Okay. merci. Ciao. Ciao. Adi.